Hause. Please don't let me go to waste. I need my memories erased. Cause I'm running out of space and the mirror shows no face. Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Grüß zurück bei Fallout 4. Wir werden jetzt da einmal geschwind das machen. Ein Leben am Abgrund, das ist das. Ah, das hätten wir auch noch. Okay. Wir machen jetzt schnell einmal die, wie heißt sie, die Seefahrerin. Da werden wir die Mission abgeben. Schützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und breit. So, wo ist denn die gute? Doc, ich schlage mich so durch. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Okay. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Na bitte nicht, warte mal. Seefahrerin? Mit dem Werkzeug krieg ich alles Mögliche hin. Naja, da wird schon eine Folgequest kommen. So. Warte mal, da war Lass irgendwo dich von der Bleib Insel weg nicht vom überrumpeln. Steinbruch. Viele Kauf meine Fallensteller. Waffen. Karte aktualisiert. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Nur Alan hat genug Rückgrat, sich gegen die Kinder zu stellen. Ach so, und wieso muss dann ihr euch helfen? Nein. Na, das ist ein Dog, hä? Waffen, Munition und Souvenirs. Nur solange der Vorrat reicht. Entschuldigung. Bitte. Nein. Aha. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit und den Magen. Bist du auch ein Geier, der über André kreist? Er ist noch nicht tot. Warte. Nein. Ein Festlandbewohner. Ja, Willkommen in meiner kleinen Klinik. ja, Wenn du begrüße. einen Arzt brauchst, dann raus damit. Ich hätte gern Zeit für ein richtiges Gespräch, aber es ist so viel zu tun. Wer ist André? Wer ist Andre? Der arme André da drüben ist mein Patient. Er war zu lange im Nebel. Du kennst vielleicht die Strahlenvergiftung vom Festland. Aber wir haben hier unsere ganz eigene Variante. Ich kenne mich mit Medizin aus. Kann ich ihm helfen? Du sagst, was? Du? Helfen? Nun, dem armen André geht es schlecht. So gut wie tot. Schadet wohl nichts, dich an ihm rumprobieren zu lassen. Aber ich behalte dich im Auge. In meinem Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Aha. Warte mal. Wir werden das mal kurz speichern. Das setzt einem manchmal echt zu. Janik, ich weiß, mir setzt deine repetitive Aussagen setzen mir zu. Dann schauen wir mal. Waffen, Waffen. Okay, bei noch Zeiten mehr machen wir Waffen. das. Nahrung, Stim. Arzt 2, was haben denn wir? Oder Intelligenz 8. Intelligenz 8, das sollten wir aber schaffen. Packs. Alles auf Lager. Warte mal. Probieren wir's. Dann schauen wir mal. Tja, Mensch, du hast es wohl geschafft. Ich kümmere mich um André. Aber dank dir hat er wohl eine reelle Chance. Ist das nur ein Besuch oder plagt dich irgendwas? Hast du medizinische Vorräte? Ist mir auch recht. Aha, so einer ist das. Okay. Der redet nicht viel, der tut nicht viel. Holladi und hollado. Okay, Spaß sitzt am Klo. Ja, her damit. Passt.
Hey, Doc. Willkommen in meiner Klinik. Brauchst du was? Ich brauche keinen Arzt. Glückspilz. Okay, das dauert also ein bisschen. Keep out. Ja, haben wir ihn jetzt kalt? Haben wir jetzt da irgendwas davon gekriegt? Na, gar nichts. Wie immer halt. Der Held ohne Geld. Bewaffnet- Wir machen gleich die nächste Mission. Das ist die Suche nach Howard Dunbar. Überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Jetzt auf einmal Alan, oder was? Du bist ja seine Backpfeife. So. Howie, wo bist du denn? Howie, wo bist du denn, mein Freund? Ui, der ist legendär. Aber ich glaube, mit der Waffe werden wir nicht down können. Ja, er ist gerade einmal mutiert. Da habe ich gleich noch die Pfote. Brauchst du aber nicht ausschniefen lassen. Mei, der Nick lässt sich anrotzen. Ehrlich, als so ein Schweindel. Erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Netz, wenn du dich noch im Kampf befindest. Noch nicht im Kampf befindest. Entschuldigung. Waren mein Howard Fehler. hat es wohl nicht geschafft. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Das werden wir wohl hinkriegen, Mädel, oder? Warte mal. Das werden wir wohl noch hinbekommen. Hilf der Seefahrerin nochmal. Natürlich. Sie ist eine sympathische Dame. So. Das ist ein richtiges Raubein, diese Seefahrerin. Ja. Andere Waffe. Da kommt wieder irgendein Schaß. War klar, oder? Lang dauern. Da draußen ist was. Okay. Ja, aber jetzt werden wir dann bald einmal anfangen, den ganzen Scheiß zum Verkaufen. Ich meine, so viel. Ich brauche zu 90% das meiste nimmer. Okay, gibt's kein Fleisch vom Mirelurk. Ah, da sind wir jetzt oberhalb von der Bowlingbahn, gell?
Ja. Was war das? Ein Ghoulscher Ghoul. Aus! Geeignete Stuhlprobe, sehr schön. Oh, Der Laden hier wurde soeben etwas interessanter. du sagst das nicht. Jetzt gehen wir mal zurück. Oh. So, mir nix, dir nix. Eine Kaffeedose. Schön. Na, wenigstens haben sie die Leichen weggekramt. Die Sorge, die schaut ja scheiße aus. Wo ist die Seefahrerin? Ist sie da? Ja. Die Werkzeuge, die du gefunden hast, sind echt gut. Ich hab da so eine Idee. Vor langer Zeit ist ein Frachter gesunken. Im Süden. Mit einem Schweißgerät und Muskelkraft. Könnte man den Rumpf verstärken. Ihn stabiler machen. Am besten bald. Also, schnellstmöglich. Ein Frachter kommt sofort. Man sollte die Insel nie unterschätzen. Das Schiff ist die MS Azalea. Rechne mit Fallenstellern. Wenn du sie erledigt hast, schicke ich meine Crew rüber. Viel Glück. Eine sympathische Frau. So ein bisschen Raubein. Wegen was sind wir jetzt eigentlich noch da? Ah ja, wegen ihrer. Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Jetzt habe ich schon geglaubt, das ist so wie beim Tüfteltom. Wusch! Und plötzlich stangen da wieder. Gut, unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie Ist lange das- wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Gibt es Angehörige? Die solltest du benachrichtigen. Ich hätte ihn niemals allein gehen lassen sollen. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Danke. Schön, dass ich helfen konnte. Dann sind wir schon 2. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. Na bitte. Da geht's ja dahin mit den Erfahrungspunkten, dir sag es. Wenn du dich bewaffnet Schau hast, einem Fallensteller nie in die Augen. kauf meine Die Waffe. sind anders. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Ist das wichtig wegen der Kronkorken? Will aufhören? Ihr seid gute Leute. Jo. Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrischsten Esel überzeugen kannst. Warum sind einige Harborbewohner Fremden gegenüber so feindselig? Die meisten Bewohner dieses Felsens glauben, dass Gott ihnen das Recht gegeben hat, hier zu leben. Ich sehe das so. Wer das Zeug hat, hier zu überleben, der hat sich seinen Platz verdient. Ich würde gerne Ihre Meinung über mich ändern. Wenn du es richtig angehst, könnten alle Festlandbewohner davon profitieren. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte.
Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Okay, ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein türkischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass 1 oder 2 Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Hey. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Natürlich, Nick. Was gibt's? Normalerweise würde ich dich damit nicht nerven. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Solange ich denken kann, habe ich schon diese Rückblenden. Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war. Dinge, die ich nie gesehen habe. Nix Erinnerungen. Die sind nicht schlimm. Die sind nur ein Hinweis, dem ich nicht entrinnen kann. Dass ich nicht die Person bin, die ich glaube zu sein. Dass ich gar keine Person bin. Ich bin nur eine Maschine, die vorgibt, ein Mensch zu sein. Menschsein wird überbewertet. Welche Art von Erinnerungen? Alles. Alte Fälle, alte Beziehungen. Ich habe schon Hintergründe von Fällen überprüft und dann festgestellt, dass alle schon seit 200 Jahren tot sind. Versteh mich nicht falsch. Ich stehe in Nicks Schuld. Diese Erinnerungen haben mich am Leben gehalten. Nick war ein toller Bulle. Ein Mann mit gutem Instinkt und einem guten Herzen. Ich kann von Glück reden, dass sie mir keinen Häftling eingepflanzt haben. Oder wer auch immer sich an den grauen Zellen hat rumfuschen lassen. Aber dank Nick gehe ich als Mensch durch. Deshalb lebe ich unbehelligt in Diamond City, während andere Synths sofort erschossen werden. Ich weiß, ich hab's gut, aber mein ganzes Leben verdanke ich Nick. Alles, was mich ausmacht. Mein Urteilsvermögen, meine Sprache, ja sogar mein Name. Das gehört ihm. Und ich kann nichts dagegen tun. Denn ohne das bin ich nichts. Eine Hülle. Ich will doch nur ein Leben, in dem irgendetwas mir gehört. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Das ist dein Leben. Aber du kannst entscheiden, was du daraus machst. Da hast du wohl ziemlich recht. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Schön, dass du mir zugehört hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Danke. Das ist ein Charakter, den liebe ich. Es gibt da noch diese Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, die ich gerne abhaken möchte. Ja, ich bitte. könnte Hilfe gebrauchen, wenn du bereit bist. Von was für einer Geschichte sprechen wir hier? Die hier stammt direkt aus den Archiven. Es war einmal im Lande Boston. Da lebte ein König des organisierten Verbrechens namens Eddie Winter. Er war ein böser Mann, der viele böse Dinge tat. Er brachte Leid über unschuldige Menschen. Aber er wusste, dass das Ende näher kam. Also verschanzte er sich in einem persönlichen Luftschutzkeller unter dem Sandwichladen, den er als Hauptquartier benutzte. Eddie Winter war aus meiner Zeit. Ein echter Drecksack. Die Geschichte wird noch verrückter. Der arrogante Sack wollte den Tod überlisten. Ewig leben, damit er irgendwann aus dem Keller kriechen könnte und eine schöne neue Welt vorfinden würde. Kommt dir bekannt vor? Aber Eddie wollte keine Gefrierbanane sein. Also kein Kryoschlaf für ihn. Nein, er steckte sein Geld in ein krankes, abgefahrenes Strahlenexperiment. Er wurde zum Ghoul. Du hast deine Hausaufgaben über diesen Typen gemacht. Habe ich. Und ich bin auf einen Kracher gestoßen. Eddie Winter hat sich in einen Ghoul verwandelt. 200 Jahre bevor es Mode wurde. Mann, er war vermutlich sogar der Erste überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass er immer noch in diesem Keller sitzt. Wohlbehalten und sicher. Bereit rauszukommen und seine Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich werde ihn finden und töten, damit das niemals passiert.
Bist du dabei? Ich verstehe nicht, Nick. Warum willst du Eddie Winter töten, wenn er überhaupt noch lebt? Das klingt nach einem Rachefeldzug. Ich habe Erinnerungen an ein Mädchen. Nicht meine echten Erinnerungen, das weiß ich. Sie sind von Nick. Aber das Mädchen, sie war echt. Sie war wunderschön und unschuldig. Und Winter hat sie ermordet. Jetzt wird er den Preis dafür bezahlen. Jetzt weißt du's. Bist du dabei? Ja, sicher. Also gut, Nick. Schnappen wir uns das Arschloch. Gut. Jetzt weiß ich, wo Winters Luftschutzkeller ist. Aber die Tür ist durch einen komplexen Zahlencode gesichert. Zum Glück kannte Winters Arroganz keine Grenzen. Damals nahm er 10 Holobänder auf denen er verschiedene kriminelle Partner belastete. Auf jedem Band versteckte er eine Zahl. Wenn wir alle Holobänder finden, haben wir alle Zahlen. Und mit den Zahlen haben wir den Code. Und auch Winter. Ich führe jetzt schon eine Weile eine Datei über ihn. Hier drin sind 2 Holobänder, die es sich lohnt anzuhören. Einschließlich eines von Winter, das ich aus der Asservatenkammer der Polizei von Cambridge entwendet habe, bevor sie von den wilden Gulen überrannt wurde. Mein Gefühl sagt mir, die Beweismittelterminals der Polizei von Boston sind der Schlüssel zu diesem Fall. Es würde sich bestimmt lohnen, die Polizeiwachen aufzusuchen, in denen du schon mal warst. Ist das sein? Okay, wir haben Nick. Fleisch ins Wasser schmeißen, Blattheit, das ist der Segen des Vergessens. Finde den vermissten Sünd, das machen wir jetzt. Von den Dingern habe ich gehört. Na down. Werden wir nun diesen vermissten Sünd suchen. Aber warum? Was leichtet denn das deppert auf? Warte mal. Also das. Oh, das können wir dabei. Das können wir lassen. Das stört nicht unbedingt. Braucht er Zigaretten? Nö. Der ist legendär. Sicher nicht. Der Legendäre da hinten interessiert mich eher. Aber momentan werfen die Legendären nämlich auch nichts mehr Gescheites an. Ja, also die große Zwarer-Frage, wo war der? Okay, wir sind dort hinten gestanden. Nick, du kannst da ruhig deine Augen aufhalten. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Wo ist dieser Legendäre? Toll. Ah, da. Wir können anfangen, jetzt da die legendären Sachen auch zu verkaufen. Na toll. Da muss ja irgendwo eine Straße weggehen. Oder sind wir jetzt da schon so über der Straße? Na, wir sind da richtig. Was ist da herin? Okay. Gehen wir da weiter.
Jetzt mal Red Away schlucken und ein bisschen aus dem Pack nehmen. Weil ich vorhin gerade erwähnt habe, so Raubein, was die Seefahrerin ist. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, dass ich ein Mensch bin. Ich komme mit Raubeinen besser zurecht. Weil wahrscheinlich bin ich ja selber eine. Oder auch so ein Raubein, so ein richtiges, ja, heutzutage dazu sagen beides, aber das bin ich eigentlich nicht. Raubein ist die bessere Beschreibung dafür. So. Ah, da. Upsa. Oh. Hier ist eine Blutspur. Dog Food, das können wir in Dog Meat geben. Wir laufen da jetzt sicher in der Falle. 100 Pro. 18 Schritte da oben. Südöstlich gesehen. Ah. Frischfleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Mirelurk oder Mann. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Ja, wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier, bitte. Ist noch übrig. Jetzt geh. Und komm nicht wieder. Mahlzeit. Gut. Dann werden wir bei der Chase das schnell abgeben. Wenn wir jetzt die Gute finden auf die Schnelle. Wenn wir die Gute jetzt finden auf die Schnelle. Die alte Bagage, die alte Bagage. Lasset sie uns finden, das finden wir doch nie. Ah. Gehen wir zu Metallica und beideln dort die Birnen. Also, falscher Text. Dein vermisster Sünd wurde von Kannibalen-Fallenstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Sünd wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Verdammt nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und sagen wir 200 Kronkorken? Du meintest, das wäre nicht der erste verschwundene Sünd? Natürlich nicht. Für jemanden ohne Waffen oder Einsatztraining ist es tödlich, diese Insel zu durchqueren. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Ja. Sehr gut. Wieder eine Mission abgeschlossen.